Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Und das hier ist unser kleines Mini-Journal und das möchte ich gerne Signaturen haben. Ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut, wie das hier so aussieht. Das sind ja einfach zwei aneinandergeklebte A4-Papier, die ich hier oben noch abgeschnitten habe. Und jetzt möchte ich da mit Gummizug Signaturen drin tun. Und ich habe gedacht, ich möchte gerne hier eine Signatur drin haben. Und zwar, weil ich hier das mit Rot geginkt habe, möchte ich gerne ein Avocado gefärbtes Papier nehmen. Einfach ein A4-Papier. Das sollte eigentlich länger. Und dann möchte ich gerne hier und hier noch je eine Signatur rein tun. Und die machen wir dann aus kaffeegefärbtem Papier. Das ist ziemlich hell eingefärbt. Oder ist das sogar Tee? Hey, ich weiss es im Fall nicht einmal mehr. Das könnte zwar auch Tee sein. Gute Frage. Ich weiss es nicht mehr. Aber auf jeden Fall finde ich, passt es extrem gut hier dazu. Ja, der Plan ist, für jede Signatur gibt es ein A4-Papier. Das schneide ich dann auf die gleiche Höhe zu, wie das Büchlein ist, also ein bisschen kleiner natürlich. Dann wird es einmal in der Hälfte abeinander geschnitten und so zusammengefaltet. Und dann haben wir eine Signatur, die da reinpasst. Dann gibt es einfach zwei gefaltete Blätter, also 4 Seiten. Sozusagen. Genau. Also, zuschneiden können wir das gerade alles miteinander. Da können wir noch ein bisschen drauf schauen, wo das wir abschneiden, was das wir abschneiden. Ich glaube, das Sprützel da schneide ich ab und da schneide ich glaube das ab und da ist egal. So, gut, also schauen wir nochmal, wie hoch das soll sein. Also etwa so, mit einem extrem gespitzten Bleistift mache ich hier einen Strich. So. Voilà. Und jetzt bräuchten wir hier noch die Mitte. Die messen wir selbstverständlich nicht, sondern finden die so raus. Ups. Voilà. Was ist das da? So. Ist doch fast perfekt geworden. Jetzt, ja, muss ich noch mal schauen. Ist das so und nämlich nicht so, he? Nein, so rum. Also, das sind noch ein paar Millimeter, wo das nicht quadratisch ist. He? Aber ich glaube, man sieht das schon. So. Wenn ich dann sehe, dass das zu wenig Papier ist, kann ich immer noch mehr machen. Aber ich habe das Gefühl, es kommt gut so. Das soll ja nicht ewig dick werden. So, können wir das gerade mal testen. Also das Avocado-Papier kommt hier rein. Ja, das kommt schon vor ein bisschen raus, das müssen wir dann noch ein bisschen abschneiden. Und dann eins auf dieser Seite und eins auf dieser Seite. So. Ja, ich finde das gut.
So, haben wir noch ein bisschen mehr. Und auf dieser Seite haben wir noch ein bisschen weniger. Super. Doch, also, dann schneiden wir jetzt aber auch überall noch ab, damit es hier nicht so übersteht. Und das noch einmal raus. Prima. Voilà. Und jetzt möchte ich die auch noch gerade ein bisschen inken. Und natürlich das rosarote mit dem Mahagoni und die andere mit Blau, dass das natürlich dann auch wieder auf diese Seite überpasst. So, voilà, das sind unsere 3 Signaturen, die jetzt so drin sollten. Und jetzt ist es eben so, ich habe nur schwarze und silbrige Gummifaden, die ich die gerne möchte mit dem da reinbinden. Und zuerst habe ich gedacht, ja, ich nehme dann den schwarz, weil der silbrige, der passt ja überhaupt nicht. Aber ehrlich gesagt, finde ich jetzt gerade, der schwarz ist ein bisschen zu krass. Und silbrig, Silber und Grün passt halt schon immer mega gut zusammen. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme den silbrig. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen das ihr genommen hättet. Lieber schwarz oder lieber silber? Ja, keine Ahnung. Ich bin irgendwie eher bei Silber. Ich nehme jetzt einfach den. Gut. Also. Das heisst, ich muss einmal rundherum und dann einen Knopf machen. Das heisst, ich brauche etwa so viel. Wir dann noch eine anständige Schere haben. Komm. Zweimal. Und dreimal. So, das geht weg. Und dann haben wir gesagt, hier und das Rote. Das ist also die Frage, wo wollen wir das binden? Irgendwie alle oben. Ich glaube, ich binde mal alle oben zusammen. Und wie? So ganz normaler Doppelknopf, oder was ist eigentlich gescheit? So. Ja, ich glaube, das reicht. So, ich kann den Schwanz immer noch reinnehmen, wenn es mir da oben nicht gefällt. Ich möchte jetzt so auch nicht irgendwie noch gross etwas dranhängen oder so. Irgendwelches Gedimselbamsel. So. Wow. So, ist das ein bisschen zu lock oder was? Oder hätte man noch ein bisschen fester sollen? Vielleicht hätte man sogar noch ein bisschen fester können. Ich probiere jetzt das bei denen mal. Also kommt da noch mal eins durch. So, ja. Man könnte, glaube ich, hier noch so ein bisschen so Eckchen rausstanden oder so, wo das dann so ein bisschen rein könnte. Oder so rausschneiden. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Das
ja, wenn ich dann merke, dass es ständig rausfallen oder so, kann man es dann immer noch machen. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt im Moment gerade noch so. Probieren wir einfach ein bisschen fester anzuziehen. So. Voilà. Ja, da tut es jetzt gerade ein bisschen. Hat sich gerade so ein bisschen gebogen, so ein bisschen gegen oben. Aber ich glaube, das kommt gut. So. Aha, dann haben wir dann das natürlich links und rechts. Ah, das muss ich dann vielleicht schon noch ändern. Ich glaube, ich nehme es rein im Fall. Ich glaube, ich nehme das Bänderli-Zeug rein. Und jetzt kann man es jetzt noch. Ja, ich mache es noch. So. So. Wir schneiden dann ein bisschen ab. So viel braucht es ja wirklich nicht. Es wäre schön, wenn es am richtigen Ort wäre. Jetzt kommt es gut. So. Und das hier. Sollte ein bisschen einfacher sein zum Reinnehmen. So. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, viel besser. Gut. Und jetzt noch das drittes. Und zwar hier. Dann binde ich doch das jetzt auch gerade hier. So, jetzt so etwas zwischenin. Nicht zu look und nicht so, dass sich das gerade beugt. Schwierig. Ja, super. Den haben wir jetzt abgespickt. Mal, aber ich glaube, es ist gut. So. Also noch ein bisschen mehr anziehen eigentlich. Aber ist okay. Ist okay. So. Schnipp, schnapp. Das kommt da drin. So. Ha. Ja. Da, ja, das ist so. Ah, cool. Ja. Ich finde es gut. Mir gefällt das. Super. Hey, ich habe mega Freude. Im Moment sieht es noch gerade ein bisschen so aus. Aber ja, ich glaube, das kann man dann schon noch ein bisschen zusammenpressen und dann bleibt dann das ein bisschen mehr zu. Es kommen ja zwar dann sicher noch ein paar Täschchen rein und ein paar Kärtchen und da auf jeden Fall in unsere grosse Tasche kommt auch noch ein Kärtchen oder etwas rein. So, genau. Und vorne kommt auf jeden Fall noch ein schönes Deckblatt. Vorne oder vorne. Vorne oder vorne. Man weiß es nicht so genau. Vorne und hinten und vorne. Da kommt noch irgendetwas Schönes drauf. Müssen wir uns auch noch irgendwie überlegen, was man da könnte. Wahrscheinlich so ein bisschen in diesem Stil und vielleicht ein bisschen mit den Blümchen und Sommervögeln. So Feen-Mannsgöckeli. Ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen Feen-Style, einfach wegen diesen
wegen diesen schönen Bäumen und so. Aber Feenmännchen, so Mannsgöckeli mit Flügeln, habe ich nicht. Zum Aufkleben möchte ich auch eigentlich nicht unbedingt. Man könnte probieren, allenfalls irgendetwas zu basteln mit Sommervögel, Flügel, wo man dann irgendjemandem anklebt oder so. Aber ich weiss noch nicht so genau, ob ich da so Mannsgöckeli drin haben oder nicht. Oder ob das einfach so ein schönes Feenlandschaftsjournal soll dann werden. Das sehen wir noch. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei, wenn wir dann das sehen. Und ja, bis dann. Tschüss.